Salut zusammen, da ist der Rufus. Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Diamonds Are Forever. Heute mit der M8A1. Es ist das zweite Burst-Sturmgewehr, das wir bekommen. Das eine ist die SWAT 556 und das andere ist eben hier die M8A1. Unterschiedlich zu allen anderen Burst-Waffen, die wir kennen in allen Details eigentlich, ist das nicht ein 3-Round-Burst, sondern ein 4-Round-Burst. Also auch mal etwas Neues. Und ich mag mich erinnern, ich habe das Assault Rifles als Sturmgewehr schon vor sehr langer Zeit auf Diamant gemacht. Kurz nach dem Sniper, das dürfte ja etwa im Januar, Februar gewesen sein. Und seitdem habe ich es eigentlich nur noch im Hardcore gespielt, so im Hintergrund-Clip auch. Mit schnell ziehen und Red Dot. Meine Standardklasse eigentlich, oder Auswahl bei der M8A1 auf Hardcore. Die Iron Sights passen mir eigentlich schon, aber ich habe eigentlich lieber noch ein Red Dot drauf, sieht man noch ein bisschen mehr. Und wie gesagt, dann habe ich es eigentlich nur Hardcore gespielt und dann habe ich mal Liga gespielt vor kurzem. Und dann habe ich gefunden, oh ja sicher, dann nehmen wir die Waffe mit. Ja, das war ein Fehler. Dunkt es mich auf jeden Fall. Statistisch gesehen ist die Waffe sehr, sehr geil. Aber ich habe nie mit den 4 ersten Bursts einen Kill angebracht, also nie, fast nie. Und dann in der Zeit, wo ich gerade nicht schiessen kann, bin ich gestorben. Und das war sehr frustrierend. Also mir hat die Waffe gar nicht gepasst im Core. Hardcore ist eine absolut krasse Waffe, weil ja, einfach da musst du nicht mal alle 4 Schüsse treffen, meint Burst und der Gegner ist weg. Dort ist sie wirklich brutal. Ansonsten ein bisschen zu der Theorie. Es hat das grösste Magazin von der Sturmgewehr mit 32 Schuss normal und 42 Schuss im Extended Max. Also das ist relativ viel. Maximal Schaden ist relativ gering, ist bei 35. Schiessen tut sie mittelmäßig schnell, Rounds per Minute 760. Und Select Fire kann man die Waffe natürlich auch spielen. Dann kommt sie auf 900. Und ich glaube, das wäre jetzt die einzige Waffe, und ich würde sagen, die mit Select Fire wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Also, klar, man braucht hier wieder das Attachment, das man muss verbrauchen und Typ 25 schießt automatisch 900, das ist so ein bisschen fragwürdig, aber ich glaube, da ist nicht so schlimm. Weil Recoil hat sie auch einen relativ tiefen. Und zu den Schüssen eigentlich. Also 4 Schüsse langt auf 103 Meter für einen Kill. Und 5 Schüsse, das heisst 2 Bursts eigentlich, also nicht einmal 2 komplette Bursts, langt schon auf eine endlose Distanz. Wie gesagt, das ist Theorie. Bei mir in der Praxis, muss ich jetzt ganz ehrlich sein, hat es die letzten paar Mal nicht funktioniert. Die letzten paar Mal bin ich ein bisschen enttäuscht gewesen. Ich weiss aber, dass mir es eigentlich sehr viel Spaß gemacht hat, mit dieser Waffe zu spielen früher. Vielleicht müsste ich einfach wieder öfter mit dieser spielen und mich wieder mehr an sie gewöhnen. Das ist immer wieder eine Sache, wenn man eine Waffe ein bisschen weglegt. Also jetzt in diesem Game denkt man so ein bisschen die spezielleren, dann kommen sie zum Teil wieder ein bisschen anders rein, wenn man sie das erste paar Mal braucht. Ansonsten give it a try, auch hier Zähigkeit als Perk. Und das war es auch schon wieder gewesen. Merci fürs Zuschauen, ich hoffe es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Schönen zusammen.